Moin, moin, YouTube. Mythics zu bekommen ist immer was vom Schwersten. Normale Spieler sind glücklich, wenn sie mal 1, 2 finden. Die Suchtis finden ganz viele. Aber wie man am schnellsten die Spark sammelt und dann Mythic rollt, zeige ich euch mal. Weil ich habe es auch so gemacht. Ich habe also auch 2 Mythics. Ihr bekommt ja Sparks, wenn ihr zum Beispiel hier auf Qualstufe 4 einen Boss-Unterschlupf, blutbefleckten Boss-Unterschlupf macht, bekommt ihr eine Kiste. Ihr bekommt jeweils ein Spark, wenn ihr Lilith auf T1 und T4 tötet, und wenn ihr zum Beispiel das hier macht, blutbefleckten Unterschlupf auf Qualstufe 3, bekommt ihr auch nochmal einen Spark. Dann könnt ihr einrollen. Plus, ihr bekommt nochmal einen Spark, wenn ihr die Season-Reise gemacht habt. Und zum Beispiel die Season-Reise hier, die Brutalität, könnt ihr ja so oft machen, wie ihr wollt. Ihr müsst einfach einen neuen Charakter machen. Aber, wie kommen wir jetzt am schnellsten hier runter? Also, Step 1, neuer Charakter. Step 2, ihr geht in die Helltide und geht zum Butcher. Macht's mit einem Paladin, weil Paladin ist OP. Dann könnt ihr direkt in Reumütig eigentlich reingehen. Dann reisen wir schnell zu dem Butcher-Ding. Zackeri, zackeri, zack, 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 zackeri, zackeri, zack, zack, zack. Ihr müsst natürlich die Keys für den Butcher von einem anderen Account mitnehmen. Ah, wir steigen schon mal einfach ein Level auf, weil wir hier durchlaufen. Das ist ja nice. Ja, komm schon. Also ich muss sagen, das Reiten ist einfach scheiße langsam. Kann mir keiner was sagen. Da müssen sie nochmal. Dann Key rein. Ihr entwickelt euch zum Butcher. Zack. Boom. Und jetzt merkt ihr schon, zack, wir haben Stufe 1 freigeschalten beim Board, und jetzt macht ihr einfach weiter. Zack, zack, zack. Boom. Zack, nochmal eine Stufe hoch. Ablehnen. Junge, ich bin am Video aufnehmen. Zack, nochmal eine Stufe hoch. Ja, jetzt machen wir das gerade nochmal. Und ihr levelt halt auch mega schnell. Also, weil wir haben hier ja 300%. Ich weiß gar nicht wie viel. Nochmal eine Stufe hoch. Und ihr levelt euren neuen Char auch gerade direkt. Da unten ist sogar noch. Da war jetzt noch ein gratis Goblin. So. Dann sammeln wir das Dämonenblut auf. Und jetzt können wir schnell zurückgehen zum Board. Ja, das ist die falsche Stadt.
So. Weil jetzt seht ihr schon die ersten 4 Stufen gemacht. Das könnt ihr natürlich so lange weitermachen, solange ihr die fleischigen Opfergaben habt. Bis ihr das ganze Board voll habt. Oder wenn ihr Freunde habt, was noch schneller macht, ist, wenn ihr eine Infernal Horde geht. Dann geht es komplett brutal schnell. Und auch das Leveln ist da am schnellsten. Also wenn ihr zum Beispiel noch eine Infernal Horde geht, mit Kollegen, da das schnell durchballert, dann macht es hier nur papp, 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 und ihr habt das ganz schnell freigeschaltet. Das ist Nummer 1, wie ihr viele, also wie ihr immer Sparks bekommt. Plus, was ich auch gemerkt habe, ist, diese Boss-Unterschlüpfe zu machen. Da droppen auch oft Mythic-Items. Also ich glaube, im letzten Stream, wo wir gemacht haben, haben wir, glaube ich, 30 Boss-Unterschlüpfe gemacht am Stück, wirklich durchrotiert, und ich hatte 3 Mythic Drops. Also jeden 10. Boss-Unterschlupf droppte bei mir Mythic, bei meinen Mitstreitern leider keins. Ja, war ich ein bisschen lucky, Streamer-Server. Streamer-Luck. Also so bekommt ihr eigentlich am schnellsten Mythics. Und jetzt das Wichtigste. Wenn ihr zum Schmied geht und die Kiste machen wollt, quasi wenn ihr gamblen wollt, ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Macht diesen Fehler nicht. Tut nicht mit eurem Paladin gamblen. Tut das nicht. Nicht gut, weil der Paladin hat einen recht großen Pool an Mythics, die droppen können. Ihr müsst das machen. Das machen wir schnell hier. Löschen wir den schnell hier. Ihr macht nochmal einen neuen Charakter und macht einen Jäger. Dann geht ihr rein und macht quasi die Mythic-Kiste beim Schmied mit dem Jäger. Weil der Jäger hat einen kleineren Pool, sozusagen, an Mythics, wo droppen können. Aber die wichtigen Mythics, die wir brauchen, sind in seinem Pool drin. Also die Chance ist größer, dass ihr das richtige Mythic bekommt, wenn ihr das macht mit ihm. Und nochmal was ganz wichtig ist. Kiste öffnen auf einer geraden Fläche, nicht auf der Treppe beim Schmied. Weil zum Beispiel Rob ist passiert, er hat die Kisten geöffnet auf der Treppe und sie sind einfach verschwunden. Also öffnet sie unter der Treppe und dann verschwinden sie nicht. So bekommt ihr eigentlich am schnellsten eure Mythics. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr gerne Boss-Unterschlüpfe Runs machen wollt und ihr habt niemanden zum Spielen, macht einen Kommentar unter dem Video oder kommt in meinen Livestream und dann rennen wir die gemeinsam durch. Also, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ade. Merci. Ciao, ciao.